Servus Leid. Also wir sind jetzt in Landshut und wir haben jetzt eine Gruselführung mitgemacht. Das ist unser Geisterführer, das ist der Christian. Hallo. Seit wann machst jetzt du die Führungen? Seit 3 Jahren mache ich die Führungen, ja. Das ist nämlich super interessant gewesen, aber das kann ich nicht alles sagen, sonst macht ihr ja keine Führung nicht mehr mit, Stimmt, gell? das sind natürlich schon wieder Führung machen, die Leute, gell? Ja, eben. Da mag ich da nicht ins Geschäft rein, das sage ich da, weil das war so interessant. Wie das dir gefallen hat, ja? Ja, sehr. Ja. Also, und irgendeinen gruseligen Schwenk. Kannst du irgendwas Gruseliges verzeihen? Was kurz. Ich hab gehört, dass du den Napoleon nicht magst. Nein, den mag ich überhaupt Ja, der nicht. Napoleon war ja in Landshut. Und der Napoleon war in Landshut und hat da unten in so einem großen weißen Haus gewohnt. Und er hat eins gut hat er schon gemacht, er hat die Österreicher aus der Stadt geschmissen. Und, Ja. er hat also dann hier seine Truppen empfangen. Das war am 21. April 1809. Und er hat die Österreicher rausgeschmissen und war dann eine Nacht, hat er dort geschlafen in diesem Hotel, Hotel war es ja nicht, in der Herzogsresidenz. Das ist ja nicht gruselig, aber für dich ist es vielleicht gruselig, weil du den Napoleon ja nicht magst. Ne? Na, überhaupt Und, nicht. oh ja, auf jeden Fall ist er dann in der Nacht aufgeweckt worden, weil seine Generäle gesagt haben, also Majestät, die Österreicher versammeln sich in Eckmühl, das ist bei Regensburg, und hat also dann die Österreicher dort, das ist aufgebrochen, die haben alle aufstehen müssen, und dann ist er in der Nacht nach Regensburg und nach Eckmühl und dann haben sie die Österreicher nochmal in der Schlacht gewonnen. Das ist die Geschichte von Napoleon in Landshut. Also ja, jetzt nicht gruselig, aber für dich vielleicht schon, weil ich gesagt du magst nicht. Ja, aber schon sehr interessant. Ja, aber wie sind dann die Landshuter Napoleon wieder losgeworden? Naja, der ist halt weitergezogen. Der ist halt mit seiner Armee weitergezogen und dann ist er nochmal kurz vorbeigekommen in Landshut und der ist halt zu anderen Schlachten, hat er noch andere Probleme gehabt. Ne? Hat er was geklaut aus Landshut? Bitte? Hat er irgendwas geklaut aus Nein, Landshut? der hat nichts geklaut in Landshut. So böse war er jetzt auch nicht. Muss ich die leider enttäuschen. Also so böse war er jetzt auch wieder nicht. Nee, da. Na, also die Landshuter hat er nichts getan. Der hat ja die Landshuter befreit von den Österreichern, weil die waren ja nicht so nett da zu der Bevölkerung. Ja. Aber der Napoleon war dann gleich wieder weg. Oh Gott, jetzt muss ich mal Beutel vom Napoleon ändern. Ist das richtig? Ja, ein bisschen vielleicht. Ne? Ah, ja. Es gibt ja nicht nur negative Seiten, es gibt ja manchmal auch was Positives. Ne? Ah, Also ändert es ein bisschen. Ne? ja, okay. Dann muss ich mir das einmal ein bisschen anschauen und ein bisschen ändern. Genau. Wenn du das sagst, weil du kennst dich ja ein bisschen besser aus wie ich. Ja, alles klar. Nicht Gut. viel, aber ein bisschen, gell? Alles natürlich. Ein bisschen, ja. Ja. Gut. Also vielen Dank und vielen Dank für die schöne Führung und Danke, ich kann hat mich das gefreut. jedem nur empfehlen. Danke, jederzeit. Wie findet man dich am besten? Wann bitte? Wie findet man dich am besten, wenn jemand... Übers Internet über bayern-landshut.de. Bayern mit AI und alles klein. Na wunderbar. Gut. Das blendet man dann unten an nochmal ein, klar. genau, wo man die findet und dann hoffen wir mal, dass du viele Buchungen hast, Das gell? ja. Vielen Dank. Also danke dir für die schöne Führung. Danke, Servus. ciao. Servus.